Willkommen, Freunde, bei Kaffeeklatsch im TS. Unser heutiges Thema, ganz spannend. Und zwar bewerten Zuschauer kleinere YouTuber anders, vielleicht ein bisschen härter sogar, als große YouTuber. Mit dabei ist die Smiley von Aspizat Let's Play. Ja, hi Freunde. Mit dabei ist der Fox Commander von Fox Commander. Hallo. Mit dabei ist der Drantubaki von Drantubakis AP. Grüezi miteinander. Ja. Und wer hat das Thema vorgeschlagen? Der Fox. Nein, der Drantubaki. Der Drantu. Nee, Sehr interessantes Thema. ich kannte das Thema bis kurz vorher gar noch nicht. Bis gerade eben, wie sie es gesagt Verstehe ich nicht. Du hast es vorgeschlagen und kannst es bis vor kurz vorher das Thema nicht. Verstehe ich. Er hat ein Thema vorgeschlagen, wir haben das Thema genommen. Also das jetzt. nicht das andere. Nee, eben, das haben wir noch nicht genommen. Okay. Nee, es geht einfach darum, es gibt ja vielfach, ich nehme mal das Beispiel mit Smileys Surrun. Ja, im Video. Oder vom Rechner her. Eine High-End-Grafikkarte, Nvidia GeForce GTX 970, mit die beste auf dem Markt. Mittlerweile gibt es 980 und noch zwei drüber, Titan glaube ich. Aber es ist schon die beste Grafik, wo man kriegen kann im Moment. Ist einfach so. Und man hat aber aufgrund der Rechnerleistung und weil die Grafikkarte neben der Soundkarte sitzt, wenn man zu laut stellt, hat man ein konstantes Surren da drin. Ist jetzt nicht die Welt, aber manche Leute stört es natürlich. Uns auch. Und jetzt ist es so, dass witzigerweise manche großen YouTuber, also YouTuber, die wirklich 300.000, 500.000 Abonnenten haben, 800.000, 1 Million Abonnenten haben, die haben das gleiche Problem. Und die haben nämlich auch dieses Surren. Eine High-End-Grafikkarte, die richtig powert und die richtig laut ist und die Soundkarte, die den Scheiß dann mit übernimmt. Das heißt also, Grafik frisst Soundqualität, kann man so sagen. Und jetzt hatte Smiley aber oft schon den Kommentar, dein Surren nervt. So in der Form. Und das war eigentlich auch der Auslöser, mal zu fragen oder mal zu überlegen, ist es wirklich so, dass die kleinen YouTuber, dass man von denen so viel verlangt und bei den großen YouTubern wird dann einfach über genau sowas zum Beispiel einfach mal so lapidar hinweggesehen. Ja, oder mal Das. Mausklicken zum Beispiel. Ja, genau, bestes Beispiel. Man hört, wenn ich hier GTA zocke oder wenn ich irgendwas anderes zocke und die Tastatur penetriere, dann hört man das Klicken. Und ich glaube, du, Fox, hast letztens erzählt von einem sehr großen YouTuber mit 1, Schlag mich tot Millionen Abonnenten, war es genauso. Also man hört das Klicken auch. Man kriegt es wirklich nur komplett raus, wenn man ein Mischpult hat. Wenn man genau diesen Ton dann rausholt aus der Tonspur. Mischpult, wie wir heute wissen, kostet auch mal so bis zu 30.000 Euro. 32.985 Euro, es geht, ja, es geht. Ja, Und ich sag mal, leisten. ja, das ist wieder die andere Sache. Also jemand, der mit YouTube Millionen, Milliarden im Jahr verdient, der kann sich das leisten, hat aber trotzdem das Klicken drin, wird aber nicht angesprochen. Und bei einem kleinen YouTuber, der es eigentlich als Hobby macht, nix an YouTube verdient oder ein paar 80 Cent oder was, bei dem wird dann gesagt, du hast ein Klicken im Video. Das ist so die Frage. Also aus eigener Erfahrung können wir schon sagen, wir werden schon anders bewertet. Die Frage ist einfach, habt ihr die Erfahrung auch gemacht? Beziehungsweise, ja, was sagt ihr dazu? Ist das gerechtfertigt oder woran kann das liegen? Gute Frage, woran es liegt, weil da müsste man fast schon die Person selber fragen. Nur man kann ja so seine Theorien aussprechen, die man so hat, oder beziehungsweise Vermutungen. Und meine Vermutung ist halt, dass die Sicht auf die kleinen YouTuber sich durch die großen vielleicht so stark verändert hat. Weil die sind so eine hohe Qualität von den großen YouTubern gewohnt, dass sie vielleicht sagen, das müsste ja bei den Kleinen genauso sein. Obwohl man da aber auch wieder sagen muss, die Qualität, wenn ich einen großen YouTuber habe, der genau die gleichen Klickgeräusche drin hat und sogar vielleicht eine schlechte Grafikkarte, GTX 960. Weißt du, was ich meine? Also 10 weniger. Und trotzdem die gleichen Klickgeräusche. Aber er verdient 5.000 Euro, 10.000 Euro im Monat mit YouTube. Nur da ist ja auch wieder die Sache. Also Also ich Weißt du, hatte was ich auch meine? direkt ein Beispiel.
schaue mir auch größere YouTuber an. Jetzt zum Beispiel, wir holen mal ein bekanntes Spiel Ark. Wenn ich jagen gehe, habe ich das Mausklicken, weil klar, ich muss ja irgendwie, also ich habe es auf der Maus ganz normal, wie viele andere auch. Und bei dem YouTuber ist es zum Beispiel so, die nehmen zu zweit auf, haben aber nur ein Mikro Sagst und du eine mir, Sicht. wie viele Abos die haben, aber nicht den Namen? Die haben die Abos aus, aber anhand der Aufrufe von den Videos gehe ich mal aus, dass es mindestens 15.000 bis 20.000 Abos sind. Also kein richtig großer YouTuber, sondern nicht mehr ganz kleiner YouTuber. Also man kann es ja anhand der Aufrufe nicht immer genau einschätzen, je nachdem wie der Channel überhaupt aufgebaut ist. Also ist er aber, gesund, hat er ungefähr 10% an Aufrufen von den Abos. Das ist ein Ja. gesunder Channel. Und durch das, wo die nebeneinander sitzen, einer aufnimmt und dann ist ja bei einem, der da sitzt, wenn die das Mikro in der Mitte haben, die Maus natürlich mehr am Mikrofon. Mhm. Und dann kam dann, wieso man das Klicken so deutlich hört. Und dann kam dann von denen die Erklärung, warum das denn so ist, und dann war das Thema auch abgehandelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir erkläre, weil ich am Jagen bin und mein Mikro auch ziemlich nah an der Maus steht, dann ist das aber nicht so der Grund, dass das dann geklärt ist und dass man das versteht, so habe ich den Eindruck, sondern ich habe eher so den Eindruck, dann kommen dann 30.000 Tipps, wie man es dann eventuell noch ändern könnte, wobei Einstellungen ja alle schon drin sind. Und es wird nicht so akzeptiert, wie wenn ein etwas größerer oder großer YouTuber das einfach kurz erklärt. Ist es vielleicht dann so, mal einfach die Frage in den Raum geworfen, dass viele Zuschauer sich bei den großen YouTubern nicht mehr so trauen? Weil die denken, der ist groß und der hat dann Ahnung. Also es gibt auch Leute, die sitzen im Fernsehen, verdienen Millionen und haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das sieht man bei vielen Politikern zum Beispiel, die wissen gar nicht, was sie machen, verdienen aber 10.000 Euro im Monat. Das sieht man bei vielen Managern, das sieht man bei vielen Leuten, die wirklich extrem viel verdienen und trotzdem keinen Plan haben von dem, was sie tun. Und das ist bei YouTubern, Let's Playern, wie auch immer, ist es sicherlich oft auch genauso. Die machen einfach und haben auf einmal Erfolg gehabt, waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben das Richtige gespielt, sind angenehme Zeitgenossen, sind sympathisch oder haben eine super Stimme oder es passt einfach, haben aber trotzdem keinen Plan. Und dass viele Zuschauer sich dann denken, ja, der hat ja Erfolg und den brauche ich nicht belehren. Und beim kleinen YouTuber dann, oder vielleicht im Positiven gesehen, ich kann dem kleinen YouTuber ja noch ein bisschen helfen. Also nicht negativ so, ich will dem jetzt nichts, also ich will dem jetzt was Schlechtes und der muss ja auf mich hören, weil ich ja die Ahnung habe, wie beim Fußball, wenn sie im Stadion sitzen, das hätte er doch sehen sollen und dann stehen sie auf dem Platz und haben auch keinen Plan, ja. Oder vergeben die Torchance, ist ja oft so. Wenn man von draußen, wenn man einen Schritt zurück tritt und sich das Ganze dann mal von außerhalb anguckt, dann hat man oft eine andere Sichtweise, weil man dann das Gesamtbild sieht. Und wenn man selber dabei ist, dann sieht man viele Sachen nicht mehr so. Deswegen lohnt es sich ab und zu mal, einfach mal einen Schritt zurückzutreten, sich mal anzugucken, okay, mit wem hänge ich denn zum Beispiel ab oder was mache ich hier überhaupt? Oder sich auch mal selber zu reflektieren, sich zu hinterfragen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich auch als Hilfe, also dass das Tipps sein sollen, die den kleineren YouTubern helfen sollen. Also davon gehe ich ganz stark aus. Wovon ich aber auch ausgehe, ist so die Sache, wenn etwas größerer YouTuber solch eine Frage gestellt wird und die wird dann beantwortet von dem YouTuber, dass das einfach so akzeptiert wird, weil das ist wie, das ist der so und so, der redet mit uns, mit seinen Fans. Ja. Da wird erst gar nicht mehr groß nachgefragt, das wird dann einfach so akzeptiert und da kommt auch kein Wort mehr drüber. Wir waren auf der Gamescom und da war auch ein bekannter YouTuber, der hatte damals 850.000, hat dann scheinbar irgendwie, hat jetzt nur noch 730.000, nur noch 730.000 Abos. Und war auch Geschrei und dann sind wir da durch und dann habe ich gefragt, was ist denn hier los? Ah ja, das ist der und der. Ich kann den Namen nicht sagen. Also wie der und der, kenne ich gar nicht, so in der Art. Ja, und was macht der denn? Ah ja, der redet.
der redet mit uns, mit seinen Fans. Da, so ja, ich wollte einfach nur wissen, macht der Let's Plays, macht der, keine Ahnung was, macht der Vlogs, tanzt er im Kreis, kann der seinen Namen tanzen, kann er mit Wachsmalstiften malen oder was auch immer. Nee, er redet mit seinen Fans. Und diese Aussage, dass so wirklich, ja, diese Fangirl-Fanboy-Mentalität, ja, die man auch vielfach zum Beispiel bei großen YouTubern sieht, wenn man sagt, was weiß ich, Unge, deine Haare sind heute scheiße aus. Ich mag dich, aber deine Haare sehen komisch aus. Und dann kommen direkt 30.000 Kommentare, du bist voll der Hurenbock, du lass Unge in Ruhe oder so weiter. Sowas in der Art. Also dass man wirklich von den Hardcore-Fangirls und Fanboys so zerrissen wird, wenn man berechtigte Kritik vielleicht anbringt, ja, dass die meisten sich gar nicht mehr trauen, auch Kritik anzubringen bei den Großen, weil sie ganz genau wissen, okay, dann kommen dann 300 Fanboys, Fangirls und die beleidigen einen dann und haten einen und schwärzen einen an und was auch immer. Ja, zum einen das, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die großen YouTuber wahrscheinlich auch solche Kommentare bekommen, aber diese dann quasi, wie soll ich sagen, ausfiltern, so dass man die gar nicht an der Öffentlichkeit sieht. Also dass die quasi diese Kommentare als ja, unakzeptabel nehmen und gar nicht drauf eingehen. Du meinst das, was Smiley passiert ist, wo sie geschrieben hat, dein Mikrofon, wo der aufgenommen hat und seine Stimme war genauso laut wie das Let's Play und man hat ihn gar nicht richtig verstanden und er hat dann ihren Kommentar gelöscht und sie gesperrt. Also was positive, konstruktive Kritik sein sollte von Smiley her, weil sie ja wirklich nett ist und anderen Leuten ja auch helfen will und der Typ hat dann einfach ja, obwohl er nicht groß ist, hat er sie einfach gesperrt. So in der Art, meinst du? Ja, also vielleicht nicht gerade sperren, aber einfach den Kommentar quasi löschen und ja, somit hätte sich das wär's das. Also vielleicht schon würden die sie auch sperren und so weiter, aber ja, genauso wie du jetzt das beschrieben hast, könnte ich mir das vorstellen, dass das die großen YouTuber machen. Oder Glaubst du? Die haben ja auch die haben ja auch, die großen YouTuber haben ja auch irgendwie jemanden, der eventuell die Kommentare anschaut und filtert und so weiter. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass einer wo findet, ich habe das schon 50 Mal erklärt, jetzt erkläre ich das nicht mehr oder weiß ich was, dass der das Zeug einfach rausfiltert. Kann ich mir gut vorstellen. Also, Ja. dort, wo ich es jetzt mitbekommen habe, das war im Livestream. Ich weiß allerdings nicht, ob, also in mehreren Livestreams, ich weiß allerdings nicht, ob man das auch separat da irgendwelche Nachrichten rausfiltern kann, also Fragen, weil das war dann so am Anfang einmal gefragt von irgendwelchen Neuen, die noch nicht dabei waren, warum klickt das bei euch im Livestream so? Und dann war dann Ruhe und Stille danach, also keine weiteren Fragen mehr. Deswegen kann man das da auch irgendwie rausholen? Gut, Livestream Wenn dann solche Nachrichten geschrieben werden? Livestream weiß ich nicht. Du kannst da schon als also du kannst einen Moderator im Channel, also im Chat haben und der kann natürlich schon gewisse Sachen rauslöschen und so weiter, oder? Das geht schon auch. Und die wo ziemlich bekannten Livestream haben, die haben zum Teil eben solche Chat Administratoren, die quasi den Chat ein bisschen aufräumen und schauen, dass auch nicht wirklich Spammer und weiß ich was drin sind. Also es ist schon möglich. Es ist vielleicht nicht so einfach wie bei YouTube, den Kommentar einfach zu löschen oder nicht zu veröffentlichen, aber es gibt schon die Möglichkeit, dass man den Chat quasi säubern kann. Und es gibt schon, ist natürlich nicht so einfach, aber es ist schon möglich. Aber gut, bei einem Livestream, ja, das ist noch ein Stück andere Physik. Mhm. Ja, vor allen Dingen, was ist denn das für pussymäßiges Verhalten? Wenn ich Kritik bekomme, gut, kann sein, dass manche mit Absicht dich schlecht hinstellen wollen, weil du so vielleicht gute Videos machst und die das nicht können, aber ganz ehrlich, nämlich pussyhaftes Verhalten, ich habe eure Kommentare auch nicht gelöscht wegen der Webcam. Wenn ich jetzt bei jedem Kommentar, dann hätte ich halt nur zu tun, wenn ich als YouTuber das ständig machen würde. Das ist ja Quatsch. Feedback ist ja dazu da, damit du weiterkommst. Es ist nur, was mich stört, ist halt nur dieses, über euch zum Beispiel, ja, macht man das Klicken raus.
Das ganze letzte Jahr über macht man das Klicken raus oder so. Das war ja bei mir auch am Anfang voriges Jahr, als ich dieses Klicken noch drin hatte, bei mir mit diesen Controller-Klicken. Mhm. Und die Leute müssen ja auch mal sehen, dass das alles Geld kostet. Mikrofon kostet Geld, ein Mischpult. Das billigste Mischpult kostet 200 Euro. Habe ich gesehen. Wenn das stimmt. Und 200 Euro sind selbst für mich eine ganz schöne Kohle. Das ist auch schon ein bisschen. Selbst für den Millionär unter uns hier, Ja, genau. Und ja, der auf jeden Hunderter achten muss. weil zumal, deswegen sage ich dir, wir werden anders bewertet, weil bei Ja. diesen großen Let's Playern, die ich gesehen habe, zum Beispiel ich sage jetzt nicht den Namen, aber ein Kanal zum Beispiel besteht aus Zusammenschlüssen mehrerer Spieleredakteure. Und da hörst steckt du, natürlich dann schon ein bisschen mehr Know-how, Finanzen. ja, weil als Spieleredakteur verdienst du so schon dir eine goldene Nase und dann noch über YouTube. Und ganz ehrlich, da hat nicht einer drunter geschrieben, hier, mach mal das Klicken raus. Mhm. Stimmt, du weil- hattest das auch erzählt, ne? Mit dem, wo die Multiplayer gezockt haben und dann hat man auch das Klicken gehört. Nee, das war eine- Die haben zu zweit, also einer spielt und der andere tut mit kommentieren. Mhm. Die haben Uncharted 2 gespielt. Und da hat man auch Klicken von der Tastatur Ja, aber gehört. wie? Von einem Controller. Aber wie? Wisst ihr, Ja. wie die drauf gedroschen haben? Da hat sich keine Sau drüber aufgeregt. Was Mhm. mich so ein bisschen stört. Feedback ist gut. Ich habe nichts gegen Feedback, aber wenn ich da den Eindruck habe, das ist eher so, eigentlich, na, bösartig kannst du auch nicht sagen, aber wenn es immer so blöd rüberkommt, weißt du? Weil ganz einfach, wenn ich Kritik äußere bei kleinen YouTubern, muss ich auch die Eier haben, das auch bei großen zu tun. Und vor allen Dingen, man muss auch mal, wie sagt man so schön, Fünfe gerade sein lassen. Ja, und wenn es Nehmen ja wir jetzt mal das Schluss- Beispiel in dem Spiel, wo ich jetzt gerade zocke. Es leckt jetzt im Moment. Jetzt kann einer sagen, oh, bei eurem Podcast, da leckt es ja nur rum. Kann ich aber nicht ändern, weil ich den Server nicht hoste. Ist nicht mein Game, habe ich nicht rausgebracht. Und ist ein Podcast. Also ich zock das Spiel nicht, um das Spiel zu zeigen. Wenn es da leckt, regt es mich auch auf. Aber im Moment ist es primär einmal der Podcast. Das ist das. Also, Mal ist es ja nur so, ich weiß ja nicht, wie viel ihr für eure Mikrofone bezahlt habt. Also zum Beispiel meins. Das ist das Rode Podcaster. Ich habe dafür alleine nur das Mikrofon, da war es nichts dazu, auch nicht diese Halterung. Da habe ich 160 Euro dafür bezahlt, nur fürs Mikrofon. Dann habe ich nochmal 25 Euro für diese Spinne, wo dieses Mikrofon drin hängt, auch bezahlt. Und dann kam noch diese Halterung hinzu. Die Metallhalterung hier, die man da hat, die ihr in abgewandelter Form auch habt. das heißt, Dafür du gehst hab ich- eigentlich nur noch arbeiten, um YouTube deine Schulden zu bezahlen. Ja, im Grunde, nee, also ich habe schon, Du kannst meine ab und zu noch was privaten- zu essen kaufen. Natürlich. Ganz ehrlich, ich bin nicht jemand, der sich finanziell ruinieren will durch YouTube. Mhm. Ich kann mir das Sachen leisten, wenn ich weiß, ich hab dann das Geld für. Und das ist genau das, was viele Zuschauer ja teilweise ja nicht sehen. Ich will ja nichts Böses den Zuschauern, aber bei manchen Zuschauern hat man schon den Eindruck, dass sie gar nicht wissen, wie teuer YouTube sein kann. Und Natürlich da halt- auch gleich die Frage, also ich sag mal, wenn jemand 1 Million Abos hat, als Roundabout, es gibt ja genügend YouTuber, egal ob Beauty-Channel, YouTube-Channel, Fingernagel, Nagelstudio-Channel, Let's Player, wie auch immer, es gibt genug Leute, die wirklich Millionen Abos haben und auch durch die Werbeeinnahmen und durch die, was weiß ich nicht was, Spenden und eigenen Shops oder Verkaufsdinger auch richtig Geld verdienen. Also es gibt einige Leute, die 10.000, 15, 20, 50.000 Euro durch YouTube verdienen. Ist es vielleicht auch so, dass viele Leute, das würde dann zum Beispiel auch erklären, ja, abonnier mich. Dein Channel ist cool, aber meiner ist besser, abonnier mich. Das würde das auch so ein bisschen erklären, dass viele Leute einfach einen falschen Blickwinkel darauf haben, dass die sagen, ey, du hast 100 Abos, du musst ja 30.000 Euro im Monat verdienen. Übertrieben gesprochen. Oder 3.000 Euro. Du siehst es doch bei dem einen, der Smiley angeschrieben hat. Der hat quasi geredet, als würde Smiley sonst was verdienen mit ihren 450 Abos. Mhm.
Weißt schon, wen ich meine, den man schon mal einen Podcast erwähnt hat. Ja, das ist nämlich genau das, wo das würde dann aber auch vieles erklären. Weil dann würden auf der einen Seite die Channel-Abo-geilen Bettler, Spammer, Nervbolzen, wird das erklären. Die ständig neue, übrigens Dranto, ich habe deine Nachricht bekommen, das ist genau der gleiche Text, wo ich die Troller schon das dritte Mal gesperrt habe. Also es ist genau der gleiche Text, wahrscheinlich jetzt wirklich der dritte oder vierte Channel. Aber das wird es erklären, weil warum die so geil auf Abos sind und warum die unbedingt Abos haben wollen, ohne jetzt wirklich sich selber zu verbessern und zu sagen, mir hat das mal einer gesagt, wenn du einen Anzug anziehst, musst du da reinwachsen. Ja, aber ich habe auch schon mal gesagt, dann haben die sich nicht richtig informiert. Dann würde ich, wenn ich auf Geld aus bin, auf die Abos scheißen. Das ist mal ganz ernsthaft. Nimm mal als Beispiel, ich gebe dir jetzt morgen einen Ferrari-Schlüssel. Es gibt genug Leute, die fahren das erste Mal Ferrari und setzen ihn gegen die Wand. Weil sie vorher Smart oder Fahrrad gefahren sind. Weißt du, was ich meine? Oder Millionäre, Lottogewinner. Wie war das nochmal? Ich glaube 60% ist extrem hohe Zahl. Aller Lottogewinner sind, nachdem sie gewonnen haben im Lotto, paar Jahre später ärmer als vorher. Oder tot. Je nachdem. Oder tot, oder die Frau geht auf den Strich und die Tochter ist eine Koksnutte. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es gibt die Fälle. Der Typ, der, ich glaube, 1/2 Milliarde gewonnen hat in Amerika, 416 Millionen oder so, dem seine ganze Familie ist im Arsch. Sein Bruder hat Selbstmord begangen, seine Tochter ist auf Heroin, seine Frau ist auf Meth, also die sind völlig im Arsch. Und warum? Weil sie niemals gelernt haben, mit Geld umzugehen. Man füllt einen Lottoschein aus, wird Millionär und hat aber weiß noch nicht mal, wie ein was weiß ich nicht was, ein Haushaltsbuch funktioniert oder wie man Immobiliengeschäfte tätigt, keine Ahnung. Ja. Aber so ist es vielleicht auch bei vielen, die dann wirklich denken, boah, der hat 1 Million Abos, der verdient 10.000 Euro. Wenn ich jetzt 100 Abos habe, dann muss ich ja auch schon so 1.000 Euro verdienen oder sowas. So in der Art. Ja, das würde einiges erklären dann auch. Wenn du aber dann bloß 20 Klicks hast, bringt das dir 0. Also von daher. Das ist wieder die andere Sache, ja. Das ist es ja eben, was ich sage. Ich habe ja nichts gegen die Zuschauer, nur es muss... ich sage ja wirklich, ich habe ja nichts, weil mag seine Zuschauer doch. Es gibt ja Zuschauer, die verstehen das dann manchmal auch falsch oder so. Es ist nur mal so, dass wir haben ja nichts gegen die Zuschauer, nur wenn du immer wegen dem gleichen Kram dann kritisiert wirst, gelöchert wirst, das nervt dann irgendwann. Dann ist es ja gar nicht mehr, dass du dich quasi drüber freust, weil du sagst, endlich kriege ich Feedback oder so. Sondern das ist nervig. Also ganz ehrlich, wenn mich wie bei euch so ständig über das ganze Jahr hinweg gesagt hätte, mach mir die Klickgeräusche, den hätte ich gesperrt, weil irgendwann geht mir das dann auf den Keks. Guck doch mal, das meine ich auch mit Kritik, berechtigter Kritik und Kritik annehmen. Ja. Am Anfang, wir haben erst mit dem Laptop aufgenommen, i5 Core, 760M Grafikkarte. Maximal HD. Dann hieß es, ja, mittlerweile HD+, das Nonplusultra. Haben uns einen Rechner geholt und dann was Ordentliches. Und jetzt ist HD+, 1920 mal 1080p mit 60 FPS durchweg. Also wirklich das Beste vom Besten vom Besten. Problem ist, das Ding ist so leistungsfähig, dass die Soundkarte abkackt. Also externe Soundkarte gekauft. Hat das Problem minimiert, aber nicht gelöst. Anderes Aufnahmeprogramm. Schon wieder ein bisschen besser von der Qualität her, hat das Problem aber auch nicht 100% gelöst. Jetzt sind wir vom Headset, steigen wir bald auf ein Mikrofon. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir nehmen ja auch die Kritik ernst und arbeiten daran. Nur wie du selber sagtest, es funktioniert halt oftmals auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, das Projekt YouTube oder das ist ja ein Hobby, eine Leidenschaft und ein Projekt auch. Und in der Form muss man das Ganze ja auch langfristig sehen. Weil, ich sag mal, klar, wenn ich Abo geil wäre, würde ich sagen, oh, ich will heute 100.000 Abos haben. Oh, und wenn nicht, dann bringe ich morgen mich oder jemand anderes um. Aber wenn ich sage, ich mache das, weil es mein Hobby ist und ich möchte mir eine coole Community aufbauen, mit der ich Spaß haben kann, die mich auch kritisiert, positiv wie negativ, dann, weißt du, was ich meine? Und man sieht ja zum Beispiel ganz schön an Smileys Channel, was sich getan hat. Wenn man die ersten Videos von Smiley sich anguckt und die jetzigen Videos von Smiley, das ist ja der Hammer.
den Ja. Unterschied merkst. Und du kannst halt eben auch nur so machen, wie es dir möglich ist. Ja, ich sag mal so, wäre ich jetzt so, dass ich jeden Monat ein Zubrot von YouTube hätte, wäre manches mit Sicherheit auch schneller umsetzbar, wenn mir irgendwas auffällt oder ich auf irgendwas aufmerksam gemacht werde. Nur da es halt mein Hobby ist und ich durch YouTube nicht wie andere denken, da überhaupt irgendwie groß was verdiene, ist es halt eben so, dass man ja gucken muss, wo bekommt man es her und wann kann man es umsetzen. Ja. Es ist ja zum Beispiel so, deswegen sagen ja viele, verstehen einfach nicht, dass das Geld kostet. Siehst mal so, ihr wart ja sogar Zeugen. Ich habe vor Ich sag vor Gericht zwei, nichts. 3, ja, war klar, dass du mich in die Scheiße reißen würdest, wenn du Spaß dran Fox war's. Klar. Fox war's. Egal Naja, was. du warst der es geplant hat und ich war der es ausgeführt hat. Ja, genau, nur damit du 3 Jahre weniger rein musst, ist klar. Natürlich. Fox war's. Mit dir in einer Zelle. Ich halt länger durch als du. Das sag ich dir schon mal. Du brichst eher. Okay, anderes Thema. Reden wir später drüber. Wie der was wen brechen könnte. Okay. Ja. Du wolltest was sagen. Vor einem halben Jahr, wir waren Zeuge. Ja, vor 2, 3 Monaten wart ihr ja Zeuge bei. Bestes Beispiel, dass das ein bisschen Geld kostet. Ich hatte da noch das Problem wegen meinem PC. Ja, wo sie dir immer nur Teile vom PC geschickt haben. Nee, Der Fox hat einen Geisel-PC bekommen. Ganz einfach, ich habe seit Anfang November einen neuen PC und vorher war es so, das ist ja sogar mit den Videos belegbar von den anderen, dass immer wieder, dass ich aus den Sessions rausgeflogen bin, weil der PC abgeschmiert ist. Weil er schlicht einfach, ich habe Outer City laufen, dann habe ich das Spiel laufen und dann habe ich noch Teamspeak laufen, damit ist der alte PC nicht klargekommen. Der ist schlicht einfach zusammengekracht, weil das einfach zu viel war auf einmal. Und da bin ich regelmäßig, das hört man ja in euren Videos, regelmäßig rausgeflogen und konnte dann die dementsprechenden Aufnahmen wegschmeißen, weil die dann nicht mehr da waren oder weil irgendwas immer gefehlt hat oder so. Und jetzt ist das Ding, und ich konnte ja dann nicht mit Webcam machen, weil selbst da ist der PC also es ist ja abgestürzt. Und das waren meistens Webcams, die wirklich so 20, 30 Euro bloß gekostet haben. Jetzt habe ich mir einen neuen PC für 1400 zugelegt und kann ich Videos in 60 FPS machen. Ich kann jetzt meine ganzen Konsolenspiele in 60 FPS machen, kann auch jetzt Webcam, also Facecam-Projekte machen und habe jetzt jedenfalls keine großen Probleme mehr bei unseren Sessions. Kann es aber in dem Fall kein Muss, oder? Ja, manchmal kommt das noch, aber das ist meine Vermutung. Ich wollte eigentlich nur sagen, die 1400 Ocken, die das Ding gekostet hat, das ist Fox sein halbes Monatsgehalt, was er von YouTube verdient. Genau. Nee, und das zeigt doch schon, dass wenn du was neu anschaffen musst oder wenn du deine Videos verbessern willst, musst du irgendwie was investieren. Das ist nun mal so. Weil ich sag ja, ich habe ja bei der letzten KW-Folge schon gesagt, ich habe über 2000 Euro, wenn du die Elgatos und so da noch dazu rechnest, bezahlt. Das Mikrofon. Also es ist ja nicht so, dass man die nicht annehmen will, die Kritik. Das verstehen ja manche nicht. Es ist so, man hat schlicht einfach keine Möglichkeit. Man ist im Grunde genommen ja nicht anders als die Zuschauer. Nur der Unterschied ist, dass man das, was man spielt, aufnimmt. Das ist ja eigentlich der einzige Unterschied. Weil man hat jetzt nicht die Bombenkohle oder so, oder man hat ja auch seine Sachen, die man im Real Life ja selber auch noch irgendwie bezahlen muss, zum Beispiel wie eine Kfz-Haftpflichtsteuer und so ein Kram. Und die ist ja auch nicht gerade billig. Und da muss man halt da auch Geld investieren und dann muss man halt YouTube zurückstecken. Deswegen habe ich auch am Anfang, als ich angefangen habe zu Let's Playen, gesagt, man muss nur was anschaffen, was Sinn macht. Was nicht zur Verschönerung der Videos dient, sondern wirklich was, wo man sagt, das bringt den Kanal vorwärts. Aber nicht, wenn man zum Beispiel nehmen wir mal an hier, nehmen wir mal genau, das ist das beste Beispiel, Webcam, Greenscreen. Einige sagen, könnte man sich ja anschaffen, auch für 100 Euro oder so. 100 Euro sind 100 Euro, sage ich mir da. Es ist für mich, Greenscreen ist eine Verschönerung der Webcam-Geschichte. Ist aber kein Muss, sage ich, weil für mich ist entscheidend, dass ich überhaupt Facecam-Projekte machen kann. So eine Greenscreen-Geschichte mit so einer Halterung hinten dran ist für mich schlicht und einfach bloß so eine Art Bonus. Womit du vielleicht deine Facecam-Projekte noch aufschönerst, weil du dann den Hintergrund rausnimmst.
Aber das ist dann eine Investition, die muss nicht sein. Aber so ein PC kann auch sein, wenn du dadurch deine Videos besser machst und halt auch die Probleme behebst. Und dann sehe ich das eher als ein Kann an, als dass es. Deswegen sage ich ja, die Kommentare, die kommen immer so rüber, als muss man das machen. Man muss. Klar, Feedback ist gut, aber wenn das so rüberkommt, als muss man das machen oder so, oder man wird sonst deabonniert oder so ein Kram, hört auch der Spaß auf, weil man hat nicht die Kohle. Das ist ein Hobby, wie der Reit gesagt hat. Das ist kein Ding, was man hauptberuflich ausübt. Deswegen, wenn ich jetzt Geld verdienen würde mit YouTube, da würde ich hätte so eine Idee, und das glaubt ihr gar nicht, was ich da für den hätte. Und die anderen haben mit Sicherheit auch einen Haufen mit ihren Kanälen, nur schlicht und einfach muss man das Geld dafür haben. Und du hättest ja auch eine ganz andere Zeit. Das ist auch wieder die Sache. Wenn ich YouTube jetzt hauptberuflich machen könnte, dann hätte ich mehr Zeit, noch bessere Thumbnails zu machen. Ich hätte mehr Zeit, mich um die Einstellungen zu kümmern, mehr Zeit, vielleicht sogar den PC nochmal dorthin zu bringen, wo er her ist, zu sagen, baut das um oder baut noch eine andere Soundkarte, die kann man ja auch irgendwie komplett extern einbauen. Dann hätte ich auch das Geld dazu, das machen zu lassen und halt eben vielleicht auch die Zeit, weil so ist es Arbeiten, aufnehmen, gucken, dass das alles noch hochkommt. Was kann man noch ein bisschen verbessern und also... Ich sehe mal das Beispiel. Du verdienst jetzt mit YouTube wirklich deine 10.000 Euro im Monat und bist selbstständig damit. Dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Grafikdesigner, Webdesigner anzustellen, der deine Homepage macht, der deine Thumbnails macht, der sich um die Hardware kümmert. Gibt sicherlich die Möglichkeit. Den Also Banner ich gehe Banner, Intro regelmäßig neu. Also es gibt sicherlich einige große YouTuber, die ihre Leute haben, diese bezahlen oder auch nicht bezahlen, wie auch immer, die nur das machen. Und die das professionell machen. Also richtig professionell, mit Ausbildung und allem Pipaporres und richtiger High-End-Technologie und so weiter. Worauf ich aber wieder hinaus wollte ist, was jetzt so auch besprochen wurde, ist, die großen YouTuber haben oftmals ja genau die gleichen Probleme wie die kleinen YouTuber. Wie jetzt das Klicken der Tastatur oder von der Maus oder Lag-Probleme im Multiplay. Nur bei denen wird es vielfach nicht so angesprochen. Was vielleicht auch noch eine Möglichkeit wäre, ist, dass es doch genau in der gleichen Häufigkeit angesprochen wird, aber einfach aufgrund der Masse der Kommentare untergeht. Wäre das auch eine Möglichkeit? Das kann auch möglich sein, ja. Also wenn jemand 10.000 Kommentare hat und davon sind 2, du klickst so laut oder du machst Schmatzgeräusche oder popelst in der Nase oder so, dann ist das sicherlich einer oder 2 von 10.000. Aber beim kleinen YouTuber, der nur 5 Kommentare hat, ist man ja schneller bei dem Klick-Kommentar. Möglich ist es schon. Weil allein wenn du die ersten 20 Minuten, habe ich mal mir die Dings gemacht und habe mal bei großen YouTubern die ersten 20 Minuten verfolgt. Nur die Kommentare, wie viel er kriegt und so. Da waren irgendwann nach 10 oder 20 Minuten waren das über 200 Kommentare. Und also schon nicht mehr... schon so um die 500 Klicks, 500 Likes. Natürlich kriegen die ihre Dislikes. Das ist klar. Das ist so, wenn du groß bist, hast du immer Neider. Nur, ich sag's mal, gut, es würde vielleicht, kann sein, dass sie untergehen. Nur, ich weiß nicht, es kommt immer so rüber, so, das ist immer, mir fehlt da das Verständnis gegenüber den YouTuber teilweise. Ich verstehe ja, dass man irgendwie will, dass der YouTuber es kann ja auch sein, dass der Zuschauer sagt, ich will, dass der vorwärts kommt, dass der größer wird und so, das verstehe ich alles. Es ist nicht so, dass ich es nicht verstehe, nur es kommt immer so rüber, als muss man das machen, weißt du, so richtig, man sieht aber dann nicht, wenn ich, sag mal, ich zum Beispiel komme auch ich arbeite im Metallbereich und komme dann von Arbeit und tu dann aufnehmen und tu dann rendern und so. Irgendwann ist man auch mal Kürre, sagen wir es mal so. Ist das vielleicht auch so, dass jeder alles und alles sofort haben möchte? Weil wenn ich jetzt sage, ich nehme mal das Beispiel, was wir besprochen hatten gerade.
Und man sagt jetzt wirklich, wir haben da jetzt ein Projekt am Laufen, die Arschtruppe hat ein Projekt am Laufen und man sagt nicht, bis zum Ende des Jahres wollen wir ein Ergebnis, sondern ja, es muss jetzt sein, morgen, gestern, letzte Woche. Und dass vielleicht viele Leute sagen, ich hab dir doch gestern einen Kommentar da gelassen, das ist so. Gar nicht checken, dass man vielleicht schon 10 Folgen voraufgenommen hat, weil man halt eine mega Multiplay-Session gemacht hat. Und Ja, dann einfach, ja, in der Form auch einfach zu ungeduldig sind. Weil ich sag mal, das ist wie ein Kind. Wenn man ein Kind, sagen wir mal, keine Ahnung, man hat eine Cousine oder einen Cousin und der ist 3 Jahre alt. Und wenn man den jeden Tag sieht, dann sieht man gar nicht, wie der wächst. Aber wenn man nach 10 Jahren wiederkommt, auf einmal fährt der Typ Motorrad, raucht Kippe und schnort sich 5 Euro oder was. Ja? Ist So ja als auch- Beispiel. Ist ja auch schlicht und einfach das Problem. Ich sag's mal, erstens, wenn man zu schnell eine Neuerung einführt, ist es irgendwann mal so, dass dann keine Entwicklung von dem Kanal her mehr sichtbar ist. So, das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist schlicht und einfach, was mir auffällt, du darfst noch nicht mal als YouTuber Fehler machen. So, das sieht man zu Beispiel, ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen dieses Ehen-Video hochgeladen. Ich sag noch, bevor ich angefangen zu spielen, es ist eine Testaufnahme, die vielleicht als erste Folge zum Let's Play benutzt wird. Und kriegt dann 4 Dislikes verpasst. Gut, 6 Likes habe ich dann auch gekriegt, aber 4 Dislikes, wo nicht drunter geschrieben wird, na gut, einige haben drunter geschrieben, was ich gut finde, weil ich es dann nachhinein gesehen habe, oh, das stimmt. Ich kann Aber nicht schreiben. So, Schwein. Nee, ich kann im Moment nicht schreiben. Achso. Ja. Und Google rockt nicht. Google Plus. Egal. Achso, Anderes nee, Thema. und das Problem ist halt, man muss ja, wenn man eine neue Thematik hat auf YouTube, zum Beispiel gerade diese Facecam-Geschichte, man muss ja gucken, wie man das rendert, man muss gucken, wie man es schneidet, man muss gucken, ob das so optimal ist mit der Größe des Fensters oder wie auch immer. Auf alle Und Fälle vor allen ist Dingen offscreen sieht's auch wieder anders aus, als wenn man es hochgeladen hat. Das muss man dabei auch sagen. eben, das ist nämlich, das vergessen nämlich viele, weil ich habe nämlich gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Tonspur, also wenn ich den Ton vom Spielenton von meinem Ton so abgleiche, dann ist der komischerweise anders, wenn ich ihn hochlade, weil nämlich YouTube, habe ich festgestellt, drückt das nämlich Ganze nochmal runter, also dreht nochmal ein bisschen leiser den Ton. Haben irgendwie einige mal gesagt, als sie ein Video drüber gemacht haben. Und das Problem ist halt, was ich halt sehe, ist, man darf als YouTuber keinen Fehler mehr machen. Egal, ob man sagt, es ist eine Testaufnahme, egal, ob man sagt, das ist neu Kurze für mich. Frage. Ja. Als kleiner oder als großer? Kleiner. Ich Okay. glaub nicht. Ich hab's schon mal gesagt, es gibt einen großen YouTuber, da regt sich keine Sau auf, dass der ein Fenster benutzt. Trotzdem der was? kriegt man, dass der ein Fenster bei seinem Facecam benutzt. Regt sich keine Sau drüber auf. Egal, ob es durchsichtig ist oder nicht. Aber trotzdem wird man kritisiert dafür, dass man ein Fenster benutzt, wenn ein kleiner YouTuber das macht. Wie viele Abos hat er, wenn ich fragen darf? Als Markzeichen. 1,8. Okay. Und wenn der einen Fenstermodus benutzt, kein einziges, warum benutzt du einen Fenstermodus, du Arsch? Ne, Sondern wirklich, oh, voll geiles Video, ich liebe dich, ich will ein Kind mit dir. Ich bin Ja, ja. zwar ein Mann, aber ich will ein Kind mit dir, weißt du so. ja. Okay. Und da sagt keiner, da musst du Greenscreen benutzen, weil, weißt du, Mhm. es ist ja irgendwo, erstens mal ist es ja irgendwo, was mir so auch fehlt, ist irgendwie die Freiheit des YouTubers. Also irgendwo muss der Geschmack des YouTubers sich widerspiegeln in den Videos. Ja, ist es dann nicht auch wieder so, dass die Fanbase von demjenigen das mit dem Störenfried quasi regelt? Weil das ist mir nämlich wirklich aufgefallen bei vielen großen YouTubern, die da schreibt einer konstruktive Kritik, ja, und berechtigte konstruktive Kritik. Und auf einmal hast du da, ey, lass den und den in Ruhe, der ist voll cool, ey, ich lieb den so. Hast du wirklich, extrem. Also, ja, Leute, die wirklich denjenigen, der berechtigte Kritik, positiv gemeinte, nette Kritik, ja, wie sagt man das, unter das Video klatscht und dann von der Fanbase von demjenigen komplett zerrissen wird. Komplett. Also wirklich so, du übelste Beschimpfung, ne, und geh jemand anderes, deine Mutter und all solche Geschichten. Also habe ich alles schon selber geschrieben. Nee, habe ich schon alles mal selber gesehen, wo wirklich auch berechtigte Kritik. Ich habe mir das Video angeguckt, habe gesagt, ja, der Typ hat ja recht mit seiner Kritik. Und die Kommentare von der Fanbase von denjenigen
Alter Verwalter. Unterste Sau. Ja, weil Unterste die Sau, also. verblendet sind mittlerweile. Die sehen überhaupt, die sind gar nicht mehr. Wir müssen auch mal die Videos wieder, sagen wir mal, unabhängig sehen. Also jetzt nicht durch die Fanbrille, Hm? sondern wirklich mal so sehen, wie macht er die Videos und so weiter. Weil als YouTuber zum Beispiel siehst du, wenn du einen großen YouTuber siehst du das schon mal anders, als wenn du nur als Zuschauer tätig bist. Weiß ich selber, weil ich selber vor Jahren auf YouTube Zuschauer war und jetzt erst Let's Plays mache. Das heißt, ich kann das schon ein bisschen einschätzen. Und ich habe vorher auch die Videos anders eingeschätzt. Jetzt tue ich sie ein bisschen anders einschätzen, weil ganz einfach, weil du dir hier anschaust, wie macht er das und wie macht er das und so weiter. Du siehst ihn ein bisschen kritischer vielleicht, aber trotzdem auch, sagen wir mal, nicht durch die Fanbrille, weil ich ja auch teilweise Fan von ihm bin, aber man muss es ja irgendwo mal ohne Fanbrille mal gucken. Das habe ich ja als Zuschauer auch teilweise immer gemacht. Wie macht Also er Fan das? ja, aber nicht alles ist Gold. Eben. Ist einfach so. Weil man muss dann auch wirklich mal sagen, okay, das war scheiße oder man muss ehrlich bleiben. Ja, man Das muss ist auch sehen, richtig. dass YouTuber eigentlich auch Menschen sind. Es sind Menschen, die machen Fehler. Deswegen sage ich ja immer gleich Dislikes zu verpassen, wenn man einen Fehler macht, finde ich irgendwo. Ja, Überhaupt ist dir da auch null- wieder Das die war- Relation? Warte kurz, das ist nämlich genau das, was der Fox gerade auch angesprochen hat. Er hat 6 Likes und 4 Dislikes. Die Relation ist ja jetzt fast, ja, ich sag mal 60-40. Bei großen YouTubern, die vielleicht ein Scheißvideo rausbringen, ist die Relation ja trotzdem 120:3. Oder 100.005 zu 13 Dislikes. Und das würde dann ja auch sehen, dass die Leute einfach, ja, das ist ein großer, ich kenne den von seitdem er angefangen hat, ich finde den voll cool. Und egal, was der für einen Scheiß rausbringt, der kriegt auf jeden Fall ein Like. Ja, das ist es ja eben. Man hat einfach nicht mehr, manche Zuschauer haben einfach nicht mehr, sehen das nicht mehr, dass derjenige auch erstmal anfängt und so, weil manche Thematiken musst du erstmal selber erlernen. Du hast auch manchmal, wenn du arbeiten gehst, und das vergessen viele kleine YouTuber gehen arbeiten und haben auch nicht die Zeit, sich das während der Arbeit sich reinzuziehen oder sonst irgendwie. Man geht 8 Stunden arbeiten, kommt nach Hause und dann hat man vielleicht mal die Zeit und man muss ja dann noch aufnehmen. Das heißt, man Da- hat nicht so viel Zeit, sich um die Thematik so zu kümmern, wie man will. Da war, also ich glaube vor ein paar Tagen oder so, hat jemand ein Video hochgeladen, was ich an dem Tag gemacht habe. Sonnenuntergang angeguckt, war was essen und hab der und der beim Spielen zugeguckt. Und da hat einer das drunter geschrieben als Kommentar. Was? Du hast Sonnenaufgang geguckt und hast der beim Spielen zugeguckt und war's essen und das machst du am Tag? Also das, ja, der verdient einiges an mit YouTube. Ist einer der großen YouTuber und ja, da hieß es dann wirklich so, der hat jetzt wirklich, hat sich den Sonnenaufgang angeguckt, ist was essen gegangen, hat sich mit Kollegen getroffen, ein bisschen was aufgenommen und dann war's das. Und da war zum Beispiel, ja, so in der Form finde ich cool. Und Ja. jetzt hat man Urlaub oder so und hängt, was weiß ich, weil man selber Gamer ist, weil man selber gerne zockt, 12 Stunden vorm Rechner und dann heißt es auch immer, du bist voll der Arsch, weil du zockst. Dass man sich aber mal einen Urlaub verdient hat, so in der Form, das wird dann nicht mehr beachtet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen Ist sage das ich das, worauf du angesprochen hast dann in der Form? Das ja, ist weil wirklich ich krass, was meine man einfach, macht. schlicht einfach, wenn wir im Gegensatz zu den großen YouTubern auch die Zeit hätten, würden wir uns auch um die jeweiligen Thematiken so. Aber dadurch, dass man nicht so die Zeit hat, muss man das während den Sessions, also während der Aufnahme regeln. Deswegen habe ich ja bei der Webcam, bei der Facecam-Geschichte gesagt, schreibt's in die Kommentare, weil ich kann es nur abändern, wenn ich quasi wieder aufnehme. Bescheid weiß. Ja. Weil Ja, vor allen Dingen, man muss das auch so sehen, Zeit ist Geld. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel, wir nehmen am Samstag auf, Multiplay, 4 Folgen. Und ich sag mal, wenn man täglich aufnehmen kann, weil man es einfach, weil YouTube weil YouTube der Job ist, dann hat man eine ganz andere Reaktionsgeschwindigkeit. Weil dann heißt es nämlich, oh, der hat das geschrieben, finde ich sinnvoll, ändere ich direkt. Aber wenn man jetzt wirklich einmal die Woche sich nur treffen kann, von der Zeit her auch,
dann ist das natürlich wieder eine ganz andere Sache, weil dann geht man wieder einen Monat ins Land, bis man die nächsten 4 Aufnahmen hochstellen kann. Nehmen wir mal an, wir alle würden davon leben. Wäre es doch so, dass wir uns nicht erst abends treffen würden. Teilweise. Weil ganz einfach, dann würden wir sagen, wir treffen uns Wenn wir um uns 16 nachts Uhr, treffen. nehmen auf, Du genügend bist und aber dann, alleine im TS. ja, dann hätten wir abends Zeit für uns zu Hause. Man muss ja sehen, man hat ja nicht seine Arbeit, man hat nicht nur YouTube, man hat auch sein normales Leben. Wo man sagt, man muss ja irgendwo selber irgendwie mal ein Päuschen machen oder so. Weißt du, das ist auch körperlich anstrengend. Du kommst von Arbeit und nimmst dann gleich mal schön mehrere Stunden auf. Ja, Weißt du, geht ja auch das, nicht immer. Das ist ja auch wieder das. Je nachdem, was du machst, bist du ja auch körperlich einfach mal im Arsch oder auch geistig mal fertig. ja, und deswegen sage ich, wird immer so, ich weiß nicht, das ist eigentlich schon fast, eigentlich das, was sie bei den Großen nicht machen, machen sie bei den Kleinen und das ist halt das Problem. Weil klar, Kritik ist schön, nur man muss auch sehen, dass man sich nicht gleich drum kümmern kann, schlicht und das ist vielleicht ein Jahr. Ich habe es zum Beispiel beim ersten Video gesagt, mein Kanal wird sich entwickeln, aber nicht so schnell wie vielleicht andere. Bei mir wird es vielleicht 1-2 Jahre dauern, bis ich auf den jeweiligen Stand bin, weil schlicht und einfach, ich wusste vorher, dass es Haufen Geld kostet. Mhm. Und das Geld musst du dir erstmal entweder ersparen oder erarbeiten. Ist so. Das Cheaten. genau, wie bei GTA Online. lass Geld sich rein. Ne, es geht aber auch darum, dass vielleicht einfach auch zu sagen, okay, ich finde die Stimme cool oder der Typ oder die Tussi, die Frau ist mir sympathisch. Ich gebe dem jetzt einfach mal Zeit. In der Form. Und guck mir das an. Ja, siehst du es ja mal so. Ich habe zum Beispiel mein erstes Video war Seifenfilter 1. Da haben sich viele drüber aufgeregt, weil ganz einfach, da waren die schwarzen Ränder drumherum. Und obwohl ich gesagt habe in den Kommentaren, ich habe leider nicht dieses Renderprogramm dafür, weil ich habe damals noch mit Movie Maker mit Movie Maker gerendert. Hat, glaube ich, nicht diese Funktion, soweit ich gesehen habe. Haben die drauf geschissen im großen Stil. Das Problem Also ist halt, man muss auch sehen, zum Beispiel Camtasia, das ist das Renderprogramm, was ich zum Teil jetzt nicht mehr benutze, aber vorher benutzt habe. Das hat 300 Euro gekostet. Mhm. Hab mal das Geld. Das fällt nicht vom Himmel. Und das ist einfach das Ding, was mir so ein bisschen fehlt auf YouTube von jeweiligen Zuschauern. Smiley, du wolltest was sagen und dann bin ich nochmal auf den Kommentar von Fox eingegangen. Ja, ich wollte eigentlich auch zu Fox mit seinem Facecam bei Alien zum Beispiel. Das gleiche Problem hatte ich ja letztens auch. Ich bin auf OBS zum Aufnehmen umgestiegen und habe dann noch 2 Folgen ARK aufgenommen, damit ich die in der Woche rausbringen kann. Und da war es so gewesen, also vorher beim Test, bei GTA und alles war alles super und bei ARK hat er mir auf einmal in die Aufnahme kompletten schwarzen Rand reingemacht. Mhm. Jetzt war das aufgenommen, ich hatte auch keine Zeit mehr, das neu aufzunehmen. Ich wusste auch erstmal gar nicht, woran es hängt. Hat die Videos hochgeladen und dann war das Video gleich mit 6 Dislikes. Mhm. Wovon ein einziger, und selbst wenn er einer davon war, der damit ein Dislike verteilt hat, geschrieben hat, er findet den schwarzen Rand nicht so schön, ohne schwarzen Rand wäre es besser. Davor einfach mal auch ein dickes Lob an die Disliker. Es hat jemand den Mund aufgemacht, wenn er auch einen Daumen runter gegeben hat. Es kann natürlich auch sein, dass er einen Daumen hoch gegeben hat oder gar nichts. Nur falls er einer davon gewesen sein sollte, finde ich das echt top, dass da jemand was schreibt. Denn ich konnte es nicht sehen. Ich konnte es nicht sehen, wie ich es aufgenommen hatte. Ich konnte es erst bei YouTube sehen, wie alles schon hochgeladen war. Und dann eine konstruktive Kritik, der schwarze Rand gefällt mir nicht oder so. Mir gefällt es auch nicht. Habe dann lang geguckt und gemacht und getestet, woran das gerade nur bei ARK liegen kann, weil bei allem anderen war kein Rand rundherum. Und ja, das ist halt eben einfach das, man bekommt Kritik, ich kann damit auch was anfangen und finde das dann in dem Moment auch gut. Nur hätte der jetzt in die nächsten 3 Folgen immer noch geschrieben, schwarzer Rand, weil ich schreibe ja zurück oder nehme auch manchmal auch vorauf. Da muss man halt eben einfach auch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Das ist wie bei der Quasselrunde. In der einen Folge schreibt jemand, es surrt und in der nächsten freitags direkt, es summt. Es surrt immer noch oder so. Ja, zumal wir ja alle
man muss jetzt mal sagen, vielleicht für viele, die es nicht wissen, wegen dem Kaffeeklatsch. Wir tun jetzt momentan wirklich so richtig 3 Wochen vorproduzieren, wenn du es genau nimmst. Wir haben jetzt. Mit dem Kaffeeklatsch meinst du? Naja, weil wir haben ja teilweise wirklich 3 Aufnahmen auf der Festplatte liegen, bevor die hochkommen. Mhm. Das heißt 3 Sessions mit dem Kaffeeklatsch. Das heißt im Klartext, wir können auf eure Kritik ja nicht so schnell eingehen, weil wir schon produziert haben für die darauffolgende Woche und für die übernächste Woche. Liegt aber auch wieder daran, muss er dabei auch erwähnen, liegt auch wieder daran, falls mal was passiert. Also nicht Ja. nur gesundheitlich, sondern wenn du bei der Hauptarbeit, wenn der Chef sagt, wir müssen, ich nehme das Beispiel, Nachtschicht kloppen, weil wir haben einen fetten Auftrag reinbekommen, dann heißt es nicht, oh, ich muss zum Kaffeeklatsch, sondern du lebst ja von der Hauptarbeit und YouTube als Hobby. Anders wäre es natürlich, wenn du von YouTube so viel verdienen würdest, dass du sagen könntest, ne? Ich kann es mir leisten, es immer frisch zu machen, weil es funktioniert. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, ich nehme Rising jeden Tag auf. Jeden Tag. Und das ist ein echter Klopper manchmal. Also wenn man 10, 12 Stunden am Tag knüppelt und dann noch aufnehmen muss, hochladen muss, dann ist man irgendwann einfach auch mal ausgebrannt. Das Ja, kann am Arsch passieren. fühlt man sich Ja. dann teilweise. Man Und merkt dann auch hängst du noch den davor und schönen- bist auch... Bitte? Man merkt ja auch den Unterschied, wenn du Multiplayer zum Beispiel zockst, es sind verschiedene Arbeitszeiten da. Du musst das ja alles irgendwie einrichten und dann nimmst du klar, wenn wir zum Beispiel samstags unsere Multiplayer-Folgen aufnehmen, nehmen wir ja nicht nur eine Folge auf, sondern wir nehmen ja für die Woche auf. Oder vielleicht sogar manchmal ein bisschen mehr, dass einfach auch ein bisschen Reserve da ist, falls mal was sein sollte. Wenn ich jetzt ein bisschen größerer YouTuber sehe, der vielleicht sogar schon von YouTube komplett leben kann, war letztens gewesen, die Tonspur war überhaupt nicht hörbar teilweise im Multiplay und der hatte dann die Möglichkeit, das direkt zu ändern und 3 Stunden später war dann eine neue Aufnahme, also ein komplett neues Let's Play oben mit einer anständigen Tonspur. Das ist ja auch das, die Zeit haben wir ja gar nicht, weil Arbeit, also ich kann nicht direkt darauf reagieren, wenn ich sowas am Anfang nicht merken würde. Wobei man da auch wieder sagen muss, das hat mir damals ein Kollege erzählt, Gronkh zum Beispiel, der hat früher Minecraft-Folgen auch vorproduziert. Weil der nämlich so hingegangen ist, hat gesagt, Donnerstag nehme ich Minecraft auf, 6 Stunden. Also der hat ja 15 Minuten Folgen gemacht. Und Freitag nehme ich das auf und Samstag nehme ich das auf. Also der hat das wirklich, der hat eine eigene Firma, der hat eine feste Arbeitszeit, kann man sagen. Und der setzt sich dann dahin und nimmt 6 Stunden Minecraft auf und schneidet das dann so zusammen. Also von daher, und da hat sich dann keiner aufgeregt. Oder vielleicht haben sich Leute aufgeregt, aber das ist ja auch wieder, dann ist es ja untergegangen. Ja? Ist ja auch so, siehst mal, beste Beispiel, vor 2 Jahren hat Sarazar, was er eigentlich jedes Jahr macht, aber vor 2 Jahren war es ja auch so, war in Los Angeles wegen der E3. Mhm. Da er mal ein Hat er, paar wo er Wochen, vorproduziert hat. Mit den 15-Minuten-Folgen oder 10-Minuten-Folgen. und da hat er gesagt, Mhm. muss ich mir festhalten, er hat 7 Wochen vorproduziert. Ja. 7 Wochen Folgen, überleg mal, jeden Tag hat er ja meistens so 2, 3 Folgen gehabt. Überleg mal, also von verschiedenen Projekten. 7 Wochen vorproduziert, weißt du, wie viel Material das ist? Das kannst Ja. du nur machen, wenn du vielleicht nicht so die Arbeitszeiten hast, wo du da, weißt du? Ey, dann macht er statt 6 Stunden Let's Play, macht er halt 7 Stunden am Tag. Dafür chillt er dann bei der E3 im Hotel ab und macht abends gar nichts. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist Ich kann mich noch dran erinnern, damals, das war nämlich auch genau die Geschichte. Da war er im Urlaub gewesen, Sarazar, und da kam Alien noch raus. Das ist gar nicht so lange her. Und da hat er Alien, ich glaube Alien war es, 10 Minuten Folgen oder 5 Minuten, nee, 10 Minuten oder 15 Minuten Folgen gemacht. Und da hat auch einer hingeschrieben, kann nicht sein, bitte wieder 20 oder 25 Minuten Folgen, so in der Art. Und dann hast du da 30 Kommentare gehabt, was bist du denn für ein Vollspast? Der Sarazar, der geht in Urlaub und produziert vor. Und macht deswegen die Folgen kürzer. Also das Ja. ist genau, ja? Vor allen Dingen hattest du bei der Sache, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da war mal 2, 3 Ehen-Folgen drunter, da hat er die Tonspur, war die Tonspur im Arsch. Da hat er nur die Tonspur von der Webcam gehabt.
Da hast du nur die Webcam-Sound gehört und jeder, der sich ein bisschen mit auskennt, der weiß, wenn du nur die Webcam aufnimmst und nur das Gameplay, dann das hört sich grausig an, weil fast jede Webcam müsste jetzt mittlerweile ein Mikrofon haben. Hört sich aber dementsprechend beschissen an, aber das hast du auch dann im Video gemerkt, dass er die Webcam-Spur benutzt hat. Und da dann auch die Frage, wird das bewertet? ich Also hab negativ? Ich habe keinen Kommentar gelesen, wo gesagt hat, wo welche geschrieben haben, ey, das hört sich scheiße an. Mhm. Gehört, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ja damals auch regelmäßig Sarazam hier reingezogen. Außer halt Alien, da habe ich nur einen gewissen Teil gesehen, weil ich da mich nicht irgendwie total spoilern wollte. Und das Problem ist halt, dass es genau das ist, was ich meine. Und jeder müsste halt mal verstehen, also zumindest den Teil dies verstehen wollen, dass wir halt auch arbeiten gehen noch. Und für uns ist einfach die Arbeit wichtiger als YouTube momentan. Nämlich ohne Arbeit, wie der Reitmar gesagt hat, auch nichts zu fressen zu Hause. Mhm. Jedenfalls nicht so viel, wie du haben könntest, sagen wir es mal so. Du musst dir das einfach so vorstellen, wenn du mit YouTube dein Geld verdienst, dann ist YouTube dein Job. Und da musst du halt auch so professionell sein. Wenn ich mit YouTube mein Gehalt verdiene, dann habe ich ja die Möglichkeit dann bin ich selbstständig und dann mache ich das wirklich so, dass ich wie Gronkh jetzt, setze mich da hin und sage, okay, Montag nehme ich 6 Stunden das auf und Dienstag nehme ich 6 Stunden das auf. Und dann treffe ich mich da mit dem Fernsehsender oder mache da den Vlog oder das Interview oder wie auch immer. Mhm. Er ist halt, für ihn ist YouTube ein Job. Sein Job. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja die Sache. Also, Ja, das wünschte ich mir einfach mehr, dass da ein bisschen mehr Verständnis ist. Zum Beispiel mit diesem Alien-Video. Ich sag mal so, wenn man mir disliked, kein Problem. Sag ich ganz ehrlich. Nur ich habe damit kein Problem, wenn da man noch auch was dazu schreibt. Aber 4 Dislikes mir reinzudrücken, nur weil einem jetzt nicht gefallen hat, wie ich die Webcam hingeknallt habe, und ich noch vorher sage, das ist eine Testaufnahme. Ich weiß nicht, wie manche das nicht raffen können, was eine Testaufnahme ist. Eine Testaufnahme ist, damit ich mal teste. Da ging es eher darum zu testen, ob die Webcam überhaupt funktioniert. Da ging es nicht darum, irgendwie was anderes zu testen. Es ging wirklich um die Webcam. Es ging jetzt nicht speziell darum, wie sie aussieht, wie groß sie ist. Die Größe und so, da habe ich mich in den folgenden Folgen mal eher drum gekümmert, aber nicht. Aber deswegen ist es ja eine Testaufnahme. Du willst was testen. Ob es funktioniert, ob die Einstellungen richtig sind, mehr geht's darum nicht. Dann hätte man nur sagen können, als Kritik zum Beispiel, warum zeigst du das als Folge 1 schon? Da habe ich ja auch geschrieben, da habe ich ja auch gesagt gehabt, das ist eine Testaufnahme und wenn es klappt mit der Webcam, habe ich gesagt, dann nehme ich das als erste Folge, weil halt ich nicht nochmal neu spielen wollte. Um dir quasi, ja gut, gerade bei so einem Spiel wie Alien, wenn du da einmal die Szene weißt du, was ich meine, dann hast du natürlich. Also ich könnte Alien nicht nochmal spielen, ich habe es fast durchgezockt, bis mein Grafikkarte damals abgekackt ist, also der Treiber. Eine halbe Stunde vor Ende und ich wüsste jetzt immer noch, wo das Alien auftaucht und wo die Action-Szenen sind, also ich könnte es jetzt nicht mehr zocken. Ja, weil es dann gekünstelt ist dann. Ja. Weil ich mich selber spoilern würde. Das ist halt das. Und das Spiel ist saugeil, wenn man es zockt oder wenn man es auch als Let's Play sieht. Nur wenn man es einmal durch hat oder fast durch hat, dann, man spielt es vielleicht in 2, 5 oder 8 Jahren nochmal, aber nicht mehr direkt nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Das ist nämlich dies. Okay. Wir haben heute vom Dranto sehr wenig gehört. Der hat sich in seine Ecke verzogen, scheinbar. Nee. Aber Mit seiner Schnuffeldecke. ihr seid so fleißig am Diskutieren und dass ich da im Prinzip die Sachen wiederhole, was ihr schon sagt, sehe ich auf eine Art nicht ganz ein. Siehst du ein oder siehst du nicht ganz ein? Nee, dass ich das wiederholen sollte, was ihr da jetzt alles diskutiert habt, sehe ich nicht ein. Drum habe ich mich kaum zu Wort Du siehst es ein, was der Fox oder was wir jetzt gesagt haben, das siehst du ein. Und das aber zu wiederholen, siehst du nicht ein. Also stimmst du uns zu
aber stimmst uns nicht zu, dass du das jetzt wiederholen sollst. Ganz logisch, oder? Ja, fast. Sag einfach ja und gib mir deine Kontodaten, das passt schon. Nee, also okay, also du bist auch so zu fast 100% abzüglich dem Drantu-Rabatt, bist du eigentlich auch der Meinung wie der Fox, wie die Smiley, wie der Reit, dass man wirklich sagen kann, viele große YouTuber werden anders bewertet als viele kleine YouTuber. Ja, also ich sage Von den auch, Zuschauern. dass viele große Von YouTuber, manchen Zuschauern, nicht von dass allen. viele große YouTuber einen kleinen, wie heißt es jetzt schon wieder, vorher hatte ich es noch, so einen kleinen Bonus haben im Gegensatz zu den kleinen YouTubern. Das ist zum Beispiel auch ein schöner Aspekt. Das ist zum Beispiel auch genau das. Ja, dieser Aspekt in der Form, weil sie halt groß sind, haben sie den Bonus. Ja, Mhm. ja, wie wir jetzt ja eben besprochen haben, ich wiederhole es ja trotzdem nochmal, dass die Großen halt wirklich Sachen machen dürfen und die Kleinen halt nicht. Sei das jetzt, Oder- sei das jetzt Gamma-pflichtige Musik zu spielen oder nicht. Das ist zum Beispiel auch sowas. Das hat jetzt nichts mit Kommentaren oder Bewertungen zu tun, aber das ist ja eigentlich auch. Die großen YouTuber können da Videos zeigen oder Szenen zeigen oder Musik zeigen im Spiel, die zwar urheberrechtlich geschützt sind, aber denen passiert nichts. Also, oder so. Und die Kleinen, die kriegen da irgendwelche Nachrichten, Urheberrechtspflichten und weiß ich was, und die machen sich dann schon so riesen Kopf drüber und so weiter. Und das ist, also die Großen machen sich wahrscheinlich das auch, aber die haben irgendwie trotzdem andere Vorteile, was die kleinen YouTuber halt nicht haben. Ja, diese sogenannte Whitelist. Ja. Das heißt, wenn ein kleiner YouTuber sich direkt einen Strike einfängt, so quasi zweimal, dreimal Strike und du, wie sagt man so schön, du fliegst und bei denen, die stehen auf der Whitelist und dann heißt es, könntest du das bitte ändern oder ja, wir haben mit dem Producer, Entwickler, Publisher gesprochen, ist okay für dich, so in der Form. Genau. Ne? Okay. So ist es. Ja, das wäre dann zum Beispiel auch wieder in der gleichen, wie sagt man so schön, würde in die gleiche Kerbe hauen, dass selbst Publisher und Entwickler größere YouTuber anders bewerten als kleine, obwohl die Kleinen sicherlich auch eine Basisarbeit machen. Man dann noch ein geiles Beispiel bringen. Das hatten wir sogar dieses Jahr, ein richtig geiles Beispiel. Dieses Jahr schon. Ja, nee, vorher Jahr, stimmt. Ja. Aha, Ach, shit. ja, wieder beim Lügen erwischt. Vorher Jahr hat man doch ein sehr gutes Beispiel, wie Publisher und Entwickler anders bewerten auf einmal. Und Ja. sich nicht so an ihre Wörtchen halten. Beispiel gab es doch mal so einen ganz großen YouTuber, der hat nur Call of Duty Videos veröffentlicht. Der hat dann beschissen bei der Gamescom mit diesen Pässen. Ah, ja, habe ich auch gehört. Ja, Von dir. Ja, habe ich irgendwie, da gab es mal was, ne? Hätte eigentlich keine Videos mehr bringen können. 2-3 Wochen später war alles vergessen. Da hat sich keine Sau mehr dafür interessiert. Kein Publisher, die haben dann einfach wieder zugelassen. Er konnte auch vom neuen Black Ops 3 Videos hochladen. Es hat sich kein Schwein dafür interessiert mehr. Und bei einem Kleinen, da gebe ich dir Brief und Siegel. Den hätten sie mit Prozessen überzogen. Ohne Ende Das heißt, wahrscheinlich. es geht hier wirklich darum, ja, der bringt Kohle, also vergeben wir ihm mal, dass er uns bescheißt, Urkundenfälschung macht und so weiter. Mhm. Okay. Ja, auch genauso wie wenn du bei der Gamescom anstehst, für irgendein Game zu zocken. Bist du ein größerer YouTuber, kannst du vorgehen. Bist du ein kleinerer YouTuber, musst du dich hinten mit anstellen. Hm. Nur man gibt ja den Kleinen dann dadurch auch noch nicht mal, also in dem Sinne jetzt mit der Gamescom, mit dem Warten jetzt nicht, aber generell den Kleineren gar nicht so die Chance, weil die Größeren werden ja eher gefördert wie die Kleinen. Ja, Ja, aber wäre das nicht auch dann so, dass viele Leute, sage ich jetzt mal so, die geil drauf wären, ein neues Spiel direkt zu testen, dass sie sagen würden, ich tue so, als wenn ich YouTuber wäre und weißt du, was ich meine? Mach einen Fake-Channel auf oder so. Ja, aber dann könntest du ja darauf verweisen, auf die URL. Dann gucken die sich halt den Kanal an und sagen, ob du wirklich ein YouTuber bist. Und wenn sie das sehen, können sie dich Da dabei kannst du lassen. einen Channel aufmachen und einmal in der Woche was hochladen.
Ja, aber das wäre Muss schon ja mal ein Arbeit, was Arbeitsprogramm. der sich machen musste. Ja, aber guck mal, es gibt Leute, die für ein Handy, was 800 Euro kostet, Jetzt, wo du die 4 Wochen vor dem Schattenfalken Shop kampieren. infiltriert hast, erscheint Tayangs Erinnerung an sie seltsam. Also wenn sich Damals waren sie jemand was in den gesetzlos, Kopf gesetzt aber auch hat, respektierte Friedenshüter. dann weißt du, was ich meine. Also es Aber gibt in wirklich Leute, Mahalevi die versteckten sich die einfachen setzen Bürger vor sich. ihnen. Ein Kollege von mir, der ist Haben die Apple-Fan. Schattenfalken vergessen, wer sie sind? Der hat alles von Oder Apple, bedroht wirklich etwas jeden Schlimmeres Scheiß. Selbst die die Sachen, die er nicht gut findet, hat er sich gekauft. Aber der hat auch gesagt, ich warte mit der Bestellung, bis der Hype vorbei ist. Und wie gesagt, der hat alles von Apple. Der weiß ich nicht, der hat Apple Bettwäsche und Apple Unterwäsche und alles, ja. Also wirklich alles, was es gibt. Jede Computerscheiß. Der hat zum iPod, mit dem iPod, wo man den iPod reinsteckt, wo man das Ding auf den iPod steckt, wo man den iPod in das Ding steckt, um es auf ein anderes Ding zu stecken. Der hat allen Scheiß. Und er hat auch gesagt, er wird sich aber niemals, er hat das bestellt, aber er wird sich niemals 4 Wochen lang vor den Shops ersetzen, um das zu bekommen. Ja. Das sind so Sachen. Also gesunder Menschenverstand. Man kann ja Fan sein, solange man sein Gehirn noch benutzt. Mhm. Ich glaube, das ist auch das, was der Fox gesagt hat. Ja, Auch wenn das man muss jetzt das nicht mehr halt. weiß. Doch, ich weiß das noch. Okay. Nee, es geht schlecht, einfach mal die Fanbrille abzusetzen. Ne? So, man muss auch die das Recht haben, mal große zu Kritisieren. hören. Zumal es ja wirklich bei vielen Großen auch so ist, die, da gab es ja auch mal so ein Video, hast du mich darauf aufmerksam gemacht, wo einer sagt, wenn ich erzähle, was manche, die auch richtig groß sind, über ihre Fans selber denken. Also die dann sagen, ja, ihr seid die nettesten, tollsten Fans, ich liebe euch. Und die dann im TS sagen, boah, der Spack schon wieder, der hat mir schon das 3. Mal geschrieben, dass er mein Video toll findet, ich hasse den und so weiter. Also solche Geschichten. Das ist ja richtig krass, ist ja... Eher Undankbarkeit, aber Ja. gut. Ja, und diese Überheblichkeit auch, weil was ist ein YouTuber, der bekannt ist ohne Fans oder ohne Community? Da wäre gar kein Nichts. YouTuber da, das ist ein Witz. Ja, er wäre noch YouTuber, weil er, weißt du, was ich meine? Weil er Videos aber- hochladen wird, aber letzten Endes, es funktioniert, genauso ein Sänger, der kann die tollsten Lieder machen, wenn es keiner hört, dann kann er am Bahnhof singen und, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt das, also man ist nur was, wenn man coole Fans hat, wenn man eine coole Community hat. Und Setzt man du sollte im wirklich Kampf nicht so Skills mit abgespaced, hervorgehobenen abgehypt Armen sein, ein, dass man denkt, kannst du man einen ist es der zusätzlichen Coolste und der Combo-Effekt Geilste, erhalten. weil wenn die Community weg ist, dann ist man alleine. Und dann kann man der Geilste sein, aber es guckt keiner mehr zu. Das ist halt diese Geschichte, ne? Mhm. Ja. Also vom Grunde her, ich fand das, was der Dranto gesagt hat, sehr, sehr passend, dass viele große YouTuber oder eigentlich alle großen YouTuber so einen gewissen Bonus haben. Einen Bonus auf alles. Mhm. Viele, muss man dabei sagen, haben sich diesen Bonus auch hart erarbeitet, haben ihn sich sicherlich auch verdient. Durch Zuverlässigkeit, durch Sympathie, durch coole neue Ideen, durch Kreativität und. Manche sind einfach so da reingerutscht, wo man denkt, warum existiert der Mensch noch? Das, was der tut, ist eigentlich nussig, sage ich jetzt mal so. Schokobraun im Abgang mit einer leichten süßlichen Note. Ich denke, es geht einfach auch darum, ja, wie kann ein kleiner YouTuber, wie soll ich das sagen? Man sollte das ein bisschen anders aussehen. Also grundsätzlich, man sollte auch die Person hinter dem Let's Play sehen oder hinter dem YouTube-Channel. Das sind alles Menschen, die haben alle Fehler, die haben alle Sorgen, Nöte, Ängste und was auch immer. Und der eine hat halt mehr Mittel, Zeit, Geld. Und der andere hat halt ein bisschen weniger und ja, ist vielleicht auch weniger kritikfähig oder ist mehr kritikfähig und so weiter. Also immer auch den Mensch hinter der Kamera sehen. Oder jetzt hier hinter dem Bildschirm. Und ich denke, dann läuft das, weil letzten Endes es kommt auch viel auf Verständnis an, muss man ganz ehrlich so sagen. Und wenn man Kritik ist gern gesehen, immer. Konstruktive Kritik, also nicht, du bist voll der Arsch, damit kann man nichts anfangen, sondern deine Soundkarte surrt, aber nach dem 100. Mal
dann vielleicht auch abwarten, bis sich was geändert hat oder auch mal schreiben, ja, mittlerweile sind 3 Monate vergangen, finde ich cool, dass es nicht mehr so wird. Oder ich habe letztens beim großen YouTuber gesehen, der hat das gleiche Problem gehabt, der hat das und das gemacht, probier das doch mal aus. So in der Form, also dass man wirklich wieder dahin geht mit ein gesundes Miteinander, anstatt immer dieses du bist doof, nee, du bist doof, so in der Art. Ja. Gut. Okay, will noch jemand was sagen? Bin durch. Mit den Nerven. Ja, auch. Foxy, beehre uns noch mit einem Abschlusswort. Ich bin's, der Fox Commander. Hi, ciao. Ich bin attraktiv und süß, also ruft mich an. Genau. Trägst auch Lippenstift in deiner Freizeit. Ja, damit kennst du dich am besten aus. Ja, weil ich dich bei GTA immer damit sehen muss. Wollte mich damit. Und nichts Drantu, was? Nicht? Ja, warte ab. Drantu, noch Also- was Abschließendes? Also ich sag's mal so, Nicht zu Fox Lippenstift. nein, an die kleinen YouTuber möchte ich eigentlich nur sagen, lasst euch nicht unterkriegen mit diesen ständigen Kommentaren und Hilfestellungen. Am Anfang sind die Hilfestellungen ja echt lieb gemeint und wer euch dann auch verfolgt, die wissen dann ja auch selbst, dass dieser Hilfe schon da war und ihr sicher daran arbeitet. Also nehmt euch die Hilfe zum Herzen, wenn sie am Anfang, sagen wir bei den ersten 2 Videos kommt und wenn dann quasi nach dem 3., 4. Video nochmal so Hinweise kommen, dann ignoriert sie oder lasst euch nicht unterkriegen mit diesen Kommentaren. Und macht euch auch gar nicht so großen Kopf, was die großen YouTuber betrifft, weil ja, die haben sowieso einen Vorteil, den man sich wirklich erstmal verdienen oder erarbeiten muss. Den kriegt man nicht einfach so, also da muss man schon eine gewisse Zeit oder Sache auf YouTube machen, um quasi so weit zu kommen oder so den Punkt zu erreichen, dass man auch so einen Bonus hat. Hm. Man soll sich einfach nicht unterkriegen lassen und trotzdem weiter am Ball bleiben und die Tipps zu Herzen nehmen und wirklich versuchen, mal wirklich zu recherchieren, was an dem Tipp wirklich dran ist, ob man den wirklich umsetzen kann oder nicht. Es gibt auch diese Tipps in günstigen Formen, wo man umsetzen kann. Es muss nicht immer gleich der x-beste Link oder das x-beste Mikro sein, was dir empfohlen wird. Man kann recherchieren und schauen und dann findet man sicher eine günstigere Lösung, als hier jetzt zum Beispiel ein Mikro für 800 € zu organisieren. Also nur so als Beispiel. Erinnert mich an unsere gestrige Diskussion und an unser baldiges Kaffeeklatsch-Thema mit der VR-Brille. Ja. Wird auch noch spannend. Okay, ja, so viel dazu. Wenn wir alle durch sind, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs fleißig Kommentieren. Gebt einen Daumen nach oben. Das ist der Daumen nach oben Button, nicht der Daumen nach unten Button beim Fox. Für die Leute, die den Fox abonniert haben. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ist ein sau interessantes Thema. Haut mal in die Kommentare eure Meinung, ob ihr das auch so erlebt habt, ob ihr das so seht, ob ihr das ganz anders seht. Kann ja sein, dass ihr sagt, nee, das ist nicht so oder ist mir noch nie aufgefallen. Haut's mal in die Kommentare. Und ja, würde ich sagen, wir hören und sehen uns. Bis dahin, Leute. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Jo, Ja. ciao. Bis dann.